Servus, Grüezi und Hallo. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, unser Fangbild das besteht aus der St. Elmo, der Zorn, dann haben wir Grupus Sombra, Habsburg, Dynasty Holster, Cesca und Ferris drauf. Ja, dann machen wir ein bisschen Gameplay, dass man sieht, wie das alles funktioniert. Ich habe jetzt mal ein Glühwürmchen hergenommen, was hat gestört und brennen und das ist schon erst. Des Weiteren kommt von St. Elmo der Geschopf dazu. Dann haben wir im Rucksack Blind, also bei jedem Kopfschuss der Blind ist. Also das ist muss dann zusammen, der gar nicht gegangen. Da, wenn man sieht, ich habe den Glühwürmchen ausgehauen für einen Impuls. Haut mit ihm vor, damit der Schutz entfernt wird und der Erdschleicher. Man holt mit dem nicht so viel aus dem Bild. Wie gesagt, bis zum Speuen vielleicht maximal geholt, aber muss man es ja ohne mit Zusammenspielen. Ich habe dann ein paar Leute eingeladen. Ja, meiner Meinung nach macht es echt Spaß mit dem Ding. Und ist nicht so schwierig zum Farmen. Hat Details. Würdest du mal Hallo? Aufs Dynasty heißt er, ja, hallo. Und ich bin einfach ein bisschen schnell laufen. Stimmt mir wohl vor. Knapp 5 Meter wieder. Aber ich ja, da fährt man dann durch den ganzen Stützpunkt durch. Meine Kollegen haben natürlich auch so dann dort aktivierte Direktive an und laufen den Schaden dann erhöht. Hier haben wir die Toren dabei, wenn man mit der und die ganze Gruppe auch Schützen glaube ich. Auch alle die ganze Gruppe, damit man mehr Schaden hat. Aber für spezielle Erklärungen, die Gepanzerter Feind erkannt. You can see a cloud of
So, schauen wir uns das mal genauer an. Jetzt haben wir dann die Maske von Ferris Group, verstärkten Sturmgewehrschaden. Dann haben wir Schaden durch kritische Treffer, Statuseffekte und Chance auf kritische Treffer. Ja, ist bei mir noch nicht so perfekt ausgebaut, geht nur der Waffenschaden ab. Und Statuseffekt ist auch noch nicht God Roll, kostet aber immens Materialien, die wo ich momentan gar nicht habe. Muss man aber ja, schauen, dass man ein bisschen was sammelt wieder, aber leider nicht die Zeit dazu. Dann haben wir den Rucksack von Habsburg. Habsburg Guard hat das Talent perfekter schleichender Tod, macht blutende Wunde, Cooldown 10 Sekunden und auch wieder Waffenschaden, Waffenhandling, was ich nicht nichts Besseres kriegt. Da haben wir das Dynasty Holster, das kennt auch jeder, alle, wo sich in 20 Meter Umkreis befinden, fangen zum Brennen an. Jo, da haben wir jetzt dann noch die Knieschoner, sind von Cesca. Leider Kopfschussschaden drauf, sollte Chance durch kritische Treffer sein. Oder Schaden durch kritische Treffer, ich hab's leider nicht anders gekriegt. Dann haben wir noch die Handschuhe, Grupo Sombra, kritische Trefferchance, ja, Statuseffekte draufgerollt. Ja, Pistole kann man nehmen, was mal lustig ist. Ich habe die TDI-Card meistens drin oder auch mit der Orbit, macht mehr Schaden. Nimm ich fast 20 weil ich nur den Kampf und wenn ich Lust auf einen halben sorry für den Mikropunkt und einfach Radiomoderator. Aber ich gebe mir Mühe, es wird schon nicht damit Zeit. Ja, Stunde mit Schild. Normal habe ich Drohne drin, aber bei TNT leider nichts davon. Der nächste Treffer geht durch! Kontrollpunkt gesichert, sehr gut. Verstärkung unterwegs. Sich nähernde Feinde erkannt.
Gegners wiederhergestellt. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Ich gebe mir Mühe, dass ich besser wir. Mal schnell die Drohnen runterklatschen. Wir haben einen offenen Clan. Schutz zum Loot. Immer gern gesehen neue Mitglieder, genauso wie Abo und Like auf meinem Kanal. Ich verdiene nichts damit, ich mache das einfach nur just for fun. Und ja, spielen und reden gleichzeitig wird ganz schlecht für mich. Da Drohne ist am Arsch. Ja, bis zum nächsten Mal. Man wird sie wieder sehen, hoffentlich. Und teilt die Video von mir, dass ich ein bisschen bekannter wird. Schaut nie. Also bis zum nächsten Mal. Servus. Ja, für alle, die wo trotzdem noch dran sind und sich das Video bis zum Schluss anschauen, wo es ganz wenige sein werden, nochmal das Bild in der Auflistung nochmal langsam laufen lassen und schaut es euch nochmal genau an. Die Teile müssen nicht exakt so gesteckt werden, wie ich das gemacht habe. Das ist völlig egal, nur die Markensets sollten alle drin sein, die wo ich da gehabt habe. Und am besten Status auf jedes Teil rollen. Leider habe ich das nicht geschafft, weil es gar nicht so leicht ist, die Dinger zum Farmen, habe ich festgestellt. So, jetzt aber wirklich. Servus, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich.